Part 40 von Zelda Skyward Sword Hero Mode. Hey Freunde, na wie geht's denn so? Und willkommen zurück hier. Ja, ihr habt richtig gehört, 40 Parts bereits von diesem doch schon grandiosen Spiel. Und wenn man so will, halt meine zweite Runde bereits, oder? Wegen Skyward Sword Hero Mode und so. Naja, so, wir sind immer noch im Wassertempel hier, oder wie es offiziell heißt, das Höhlenheiligtum. Und wir müssen hier gucken, wo es weitergeht. Aber erst einmal noch schnell die Truhe holen, die wir im letzten Part bereits mal gesichtet haben. Ups, war doch nicht hier. Achso, ja stimmt, so war es ja. So war es ja. Entschuldigung, da war ich ein bisschen fehlinformiert, beziehungsweise ein bisschen fehlorientiert. So, orientiert, weil ich habe gestern noch ein bisschen Anno 14.0 gezockt und da gibt es ja auch den Orient, nicht wahr? Und deswegen, haha, orientiert, was steht hier? Naja. Schlecht wie meine Sprüche, aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir machen weiter hier, wenn es möglich ist. Na, Link, ist es möglich, ich hoffe es doch mal. So, jetzt hier Rubine. Und hier geht der Weg nicht mehr weiter. Das hat sich ja gelohnt. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Moment mal. Ah. So, jetzt wird ein Schuh draus. Meine Güte, manchmal, ey. Ja, die V-Motion Plus wird, glaube ich, noch mein Todesurteil hier. In diesem Spiel zumindest. So, Wasserdrachenschraube. Noch eine Schraube locker, jetzt definitiv mit allen Kopfschmerzen. Ja. Und wieder frische Luft atmen. So, Gegner hat's keinen, sehr schön. Was hier Schönes, nix, schade. Und wir kommen endlich zur Truhe. Und was könnte wohl hier drin sein? Ich gebe noch einen Tipp. Es hilft uns, zum Item zu kommen. Also wohl eher zum Hauptitem dieses Dungeons. Genau, der kleine Schlüssel. Cool. Denn jetzt kommen wir, war schon wieder, Moment mal kurz. Erstzug. Ja, da sieht man es ja. Da bei der Schlüsseltür. Okay, sah gerade ein bisschen seltsam aus und ich hatte es irgendwie anders in Erinnerung. Wie dem auch sei, machen wir hier weiter. Ist sie wieder da? Na, Pflanz, bist du wieder da? Nö. Gott sei Dank bleibt es tot. So, Moment mal. 6 Herzen haben wir vorhin gesagt. 5 Herzen waren wohl eher. Mann, oh Mann, oh Mann. So, und zwar ein Item holen wir uns gleich, das wir unbedingt benötigen, um da oben weiterzukommen. Und es hilft uns auch gegen die Viecher da, gegen die, naja, Phönixverschnitte. Alter, ich dachte gerade, was war denn das für ein Schatten? Aber ja. Oh, die Viecher wieder. Ganz kurz abspeichern, denn jetzt kommt es bereits zum ersten Zwischenboss hier. Und der Zwischenboss ist einer, den sehen wir später nochmal, ganz am Schluss des Spiels, also fast am Schluss des Spiels. Und der, ja, man könnte sagen, er ist verwandt mit den Endbossen vom ersten Tempel, die wir auch in der letzten Folge noch besiegt haben. Was, vorletzte? Ne, war vorletzte. Ja. Und das Item des Tempels brauchen wir auch für diese seltsamen, naja, Schraubenwinden, irgendwie sowas halt. Und da oben, wer ist da oben? Da oben ist die heilige Flamme mit einem Seerosen-Symbol. Gebieter, meine Analyse hat ergeben, dass sich im oberen Bereich ein großes Tor befindet. Was du nicht sagst. Flamme suchen, geht das nicht? Okay, geht offenbar nicht. Die Aura-Suche geht hier nicht. Super. Ja, wir müssen da runter. Und da unten, oh, man sieht es ja bereits. Seht ihr das? Seht ihr das? Da hat es irgendwie ein Gerippe. Ja, ich sag dir, es ist verwandt mit den Stahlpfosten vom letzten Part, vom vorletzten. Entschuldigung. So. Sonst alles ready? Ready for Takeoff? Alles klar. Es ist ein Stahlpfost, General. Ein bisschen mehr drauf als die anderen. Komm gerade nicht zurück, was war das für eine Scheiße? Oh, die Schädel, ey. Über die Schädel. Die hat alle bereits platt gemacht. Aufpassen, Leute, da steckt ein bisschen mehr zu als normalen Stahlpfosten. Der ist echt übel. Das alte Arschgesicht ist echt übel. Juhu.
Na, er blockt gut ab. Er blockt gut ab. Ja, er beherrscht einfach. Er beherrscht es. Und dabei setzen nur 2 Arme ein von 4. Seht ihr das? Er hat 2 Arme noch verschränkt. Das ist ein bisschen General Grievous aus Star Wars. Also Star Wars Clone Wars und Star Wars 3. Mann! Entscheidet doch mal. So. Aha, siehst du? So geht's auch. So geht's auch. Gut. Dankeschön, wieder auf eine Flanke. Alter. Nee. Oh, Mann, ihr wollt nur trainingsweise. Jo, jetzt ist er sauer. Wow, Hilfe, jetzt sind da 4 Waffen. Alter. Das ist ein bisschen unfair, aber... Wow. Ja, so geht's auch. Seht ihr? Man kann auch auf ihn drauf schießen. Na toll, das hat er abgeblockt. Na toll, mit 3 Waffen willst du mal verarschen. Okay, versuchen wir was. Was? Ging nicht so oft, wie ich es gerne hätte. Ja, 2 Treffer immer nur. Bisschen wenig hier. Na, Kumpel? Wow! Okay, da war ein bisschen falsch im Timing. Ich sag ja, er ist übel. Verdammt. Stechen geht auch nicht mehr. Oh oh. Wir haben ihn zwar irgendwie getroffen, aber... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der ist doch härter als der Endboss von vorhin. Und genau das Scheißvieh erleben wir noch einmal. Das treffen wir noch einmal. Diesen verdammten General. Und der wird noch viel übler, Freunde. Aua, Mann, der war... War bitte zu schnell. Na, komm es nochmal. Was ist denn das? Eine Mischung aus Tension Han und General Grievous, ein drittes Auge. Hallo. Ja. In einem Herz, mit einem Herz. Ein Herz waren oder was? Da ist der übel drauf, ey. Da kann man hier durch, keine Chance. Keine Chance, ey. Leck mir nach dem Schöpli. Oh, genau das meint ihr. So Leute, Moment mal kurz, das machen wir anders. Das machen wir ein bisschen anders. Toll. Wirklich toll. Wirklich? Achso, eine Fee habe ich noch. Ich habe keine Fee mehr, aber ich habe noch eine. Gott sei Dank. Ja, ihr seht schon, ist ein bisschen übel, aber man kriegt ihn schon hin. Muss nur ein bisschen besser getimed sein und so und dann geht das wieder. Oh Mann, oh Mann. So, jetzt will ich aber das Item haben. Besser timen und mehr konzentrieren und dann ist das kein Problem. Dann schaffen wir auch den hier. Natürlich muss die Steuerung funktionieren. Ja, jetzt geht's wieder. Ja, geht wieder. Man sieht's ja. Ich drücke auch und er schlägt zu. Ach, Linke. So, wir haben die Peitsche. Das Item dieses Tempels. Die Peitsche, die kennen wir bereits noch aus Spirit Tracks. Oder? Doch, aus Spirit Tracks. Sieht zwar ein bisschen anders aus und hat auch eine leicht andere Funktion. Stimmt gar nicht. Also doch, teilweise. Sagen wir einfach mal, sie ist multifunktional. Man kann ja noch mit der Peitsche auch Gegnern ein paar Items klauen. So, und jetzt, zack. Jetzt, Freunde, kommen wir wieder hier heraus. Wir kommen wieder raus. Endlich kommen wir wieder raus. So, und ab direkt zum Endboss, nicht wahr? Weil wir kommen da oben hin. Jetzt haben wir das Item, wir kommen da hoch. Ist doch kein Problem. Zack, und hoch damit.
Und das Wasser ist möge fließen. Zurückschwimmen, gut. Hier kommen wir auch raus. Gibt es überhaupt etwas Besonderes? Na, Link, wie sieht's aus? Gibt es hier was Schönes? Ja, durchaus. Eine schöne Aussicht. Und ein tiefer Fall. Naja, so, da müssen wir auch noch hin. Genau, das andere Statue. Okay, okay. Genug von der schönen Landschaft hier, oder wohl eher vom schönen Höhleninneren. Wir müssen hier weitermachen und hier hoch. Wenn es geht irgendwie. Es geht, hoffe ich mal. Jo, es geht. Und schon sind wir da. So, untersuchen. Natürlich, die Tür lässt sich ohne Schlüssel nicht öffnen. Wie immer. Das heißt, wir brauchen erstmal so einen seerosenförmigen Schlüssel und dann kommen wir zum Endboss und auch endlich zum Upgrade für unser Schwertchen. Jetzt hier mal runter. Juhu. Fast ein bisschen zu weit. Nein. Nein. Verdammt, so. Jetzt muss ich da rüber. Och, Mensch, Link. Na gut, wir sind hier unten. Das wäre jetzt ein Bug gewesen, der plötzlich wieder erschienen wäre. Der Tension Han Grievous Verschnitt. Alter. Was für eine üble Kombination. So, wir haben das Item, Freunde. Das heißt, wir kommen hier oben wieder weiter. Mal kurz hochklettern, sehr schön. Und zwar sind die Gegner wieder da. Nö, hoffentlich gut. Natürlich der hier, ganz einsam. Tschüss. Tschüssikowski. Und jetzt geht's da hoch. Uns fehlt ja auch noch die Karte unter anderem, nicht wahr? Genau. Und wir haben ja noch ein paar Gegner, die wir vorhin zu Gesicht bekommen haben. Genau, der Phönixverschnitt da oben. Und nach dem können wir mit unserem neuen Item ein bisschen zurechtstutzen, sage ich jetzt mal. Oder wohl eher den Schwanz langziehen, um ehrlich zu sein. Das hat nichts mit V-Motion Plus zu tun, wieso spuckt sie dann wieder? Also manchmal diese Steuerung, ey, kennt sie am liebsten. Naja, wisst schon. So. Jetzt ganz ruhig. Immer mit der Ruhe, Michael. Du hast gar keinen Stress. Du musst nur für 2 Wochen Videos aufnehmen. Du hast gar keinen Stress. So. Geht doch. Jetzt haben wir hier auch noch eine Schatztruhe. Und hier drin befindet sich, es müsste theoretisch nicht die Karte sein, sondern... Hä? Doch die Karte? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Was zum... Das wäre hier gewesen. Ach so, nee, Moment mal, das hier war der Vogelstatue. Ups, Entschuldigung, das war mein Fehler. Mein Denkfehler. So, Vogel, kommst du mal runter? Hallo? Da kommt der andere. So, mal kurz gucken. Der schaut uns blöde an. Na, kommt er mal? Und spuckt Feuer. Mann, er sagt, er spuckt Feuer. Link! So. Jetzt können wir dem noch den Schwanz langziehen, wenn es mal gehen würde. Komm schon, da sind runter. So, und jetzt, Beefmart, bist du dran? Okay, so geht's nicht. Man muss einen Phönix immer erstechen, weil sonst kommt der immer wieder, oder? Wie soll ich das verstehen? Na egal, ihr seht schon, mit der Peitsche kann man den Schwanz packen und dann kann man die Viecher platt machen. Na, kommst du auch noch runter? Buongiorno. Servus? Hallo? Okay, weder Spanier noch Österreicher. Was soll denn sonst sein? Grüß Gott! Grüezi wohl! Deutsch ist auch nicht, Schweiz auch nicht. Oh, bonjour, ça va? Franzose auch nicht, na egal. So, das geht nicht, wie ihr sehen könnt. Das ist ein bisschen dämlich gewesen, egal. Wir müssen hier runter! Doch nicht so, Link! Och Mensch, also manchmal... Alter Schwede. Oder geht's hier lang? Moment mal kurz, Moment. Vielleicht. Ah, vielleicht ja auch so. Zack, genau, ihr könnt auch diese Seerosenblätter wieder umdrehen und habt sie so auf der richtigen Seite.
Und dann könnt ihr natürlich auch noch das damit machen. Also quasi eine Peitsche wie ein verlängerter Arm. Naja, so ungefähr zumindest. So, jetzt können wir da unten durchtauchen. Der Rest geht echt noch nicht. Natürlich geht das. Okay, ich habe mich getäuscht. Es geht echt noch nicht. Ich dachte darüber kommen, aber ich falle so oder so darunter. Schade eigentlich. Naja, egal. Wir gehen also unseren Weges weiter und zwar durchs Fischmaul hindurch. Was sagt die Batterieleiste? Noch 2 Striche, na gut. Oh je. 5 Parts aufnehmen, direkt die Batterie mal wechseln. Vielen Dank, Motion Plus. Und vielen Dank an Nintendo, dass ihr die so energiesparend produziert habt. Oh, eine Spinne. Natürlich. Oh Mann. So, geht doch. Oh, die Nase juckt. Nein, bitte nicht. Ja, nicht jetzt. So, jetzt geht's wieder. Ich weiß bloß, wie lange. Und 20 Rubine sind unser. Cool. So, die Karte. Was sagt jetzt die Karte? Wir müssen, da ist die Flamme, gut. Müssen wir hier durch und dann geht's in Untergeschoss und, ach du Scheiße. Ja, hier haben wir noch einiges vor uns, Freunde. Hier will ich hin. Das ist mein Ziel für diesen Part noch. Die Frage ist bloß, wie kommen wir überhaupt dahin? Ich meine, hier hat's doch nichts. Hier ist zu, hier kommen wir nicht durch. Klar kommen wir durch. Durch die Türe. Man könnte auch sagen, ein bisschen hindurchgeswitcht, geglitscht wohl eher. Oh. Oh, da ist schon wieder. So, der verträgt nicht viel. Sehr schön. Hätten wir das auch erledigt und die auch noch. Wo ist sonst noch jemand? Da ist noch einer und sonst nirgendwo mehr, wa? Gut. Da mal gucken. Ich hoffe, ich komme da hoch. Natürlich komme ich hier hoch. Und, wow. Das ist doch geil. Wow. Was wollen wir, Spackos? Einen für dich und den zweiten für dich, weil du so nett gefragt hast. So, jetzt hier hochklettern. Das geht auch ganz rucki zucki. Ein bisschen höher, sonst werden wir hier zerquetscht. Link. So, hat's hier. Mir hat's gar nichts. Was soll denn das? Mit Ausdauerleiste oder was? Daneben. Tschüss. Ja, der hat den Dienst quittiert. Dann noch kurz die Spinnen da erledigen, sonst können wir da nicht gefahrlos rüber. Na? Monsterklaue? Nö, natürlich nicht. Scheiße. Ja, runter muss er sowieso, fällt mir gerade auf. Weil ich muss ja das Teil dort ein bisschen zurechtbiegen. Mal kurz anvisieren. Geht's überhaupt von hier aus? Hallo? Ich dachte, das ging von hier? Mal kurz. Nächste hoch. Ja, gut. Und jetzt hoch, oder wie? Nee. Hey, ich muss das Teil anvisieren. Okay, Verwirrung. Wie war denn das schon wieder? Oder muss ich da... Oh. Ich habe so eine Idee, ob das wirklich so war. Weiß ich jetzt auch wieder nicht. Ja, weil genau das ist meine Idee. Oh, das klappt nur. Link, was treibst du da? Link! So. Das müsste klappen. Dann da... Natürlich kann man die auch verlängern, die Schnur. Gar kein Problem. Link kann das. So, wird ein Schuh draus. Ah, stimmt, ja, sowas. So, hätten wir das auch erledigt. Wie Marshall Plus, was machst du? Stimmt schon fast. Und hopp, was sagt die Zeit? Ja, bald vorüber. Aber da... Ja, bald vorüber. Güte Gott.
So, Moment mal kurz, Moment. So, anhalten, so. Jetzt muss ich ein bisschen höher hier. Nicht bis ganz nach oben, aber ein bisschen höher. So, und jetzt kannst du schwingen, Link. Jetzt kannst du schwingen. Wie Tarzan. Juhu. Und juhu. Und wehe, du hältst nicht fest. Menschenskind, Alter. Da kriegst du ja die Motten, wenn du den siehst, hey. Ja, Link trägt zwar grün, aber ein Pfadfinder ist er sicher nicht. Geht doch. Stamm nicht nach mir, das ist unhöflich. So. Willst du auch noch? Ich schnapp dich. Nö. Wirst du ganz... Ja, so geht's natürlich auch. Ein Rubin. Ein Rubin. Tja, dann geht's ab nach unten, Leute. Wow. Jetzt noch ein paar fette... Schmetterlinge da unten vertreiben Kummer und Sorgen. Wieso? Seht ihr gleich. Aber zuerst muss ich den hier platt machen. Oder geht baden. Hätten wir das auch erledigt? Ist der eigentlich noch da oder ist der... Naja. Ist auch egal. So, hier. Vielleicht haben wir ja Glück und... Jawohl, die nächste Wand der Göttin, Freunde. Ihr wisst, was das zu bedeuten hat. Es wird Zeit für neue Feen für uns. So, Triforce-Symbol. So. Ja, gut. Oh, er hat's erkannt, Naja, also wenn Triforce, also nur bedingt aus, nicht wahr? Aber, naja. Immerhin, so. Die nächste Flasche. Zack. Und so dürfte auch das erste Herzuan relativ problemlos werden. Ja, sag ihm noch relativ. So, und jetzt gut. Und die letzte Fee für unseren privaten Verbraucher. Hallo, kommst du? Dankeschön. Und runter geht's. Nein, ich kann nicht schwimmen, nein. Link, das war geplant. Oh Mann, wieso ist hier unten so dunkel? Alter. Da noch eine Spinne. Nein, da noch eine. Hilfe. Spinnen. Arachnophobia. Weg mit euch. Weg mit euch. Ich hab euch nicht lieb. Oh, der ist auch gut. Und dann, die dritte bitte auch noch, wenn du so nett wärst, Link. Oh, Spinnengeräusche. Genau. Und wie es hier weitergeht, hier unten, wo es ein bisschen aussieht, als wären wir persönlich in der Hölle gelandet, WTF. Das seht ihr dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Eine Truhe hat es hier. Ja, und hier drin ist auch der Master Key, oder wohl ja das Herosenblatt Key, aber hier unten, das ist echt wie die Hölle persönlich. Höhlenheiligtum, so ein Quatsch. Höllenheiligtum wohl eher. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.